Hallo, liebe Leute, liebes Publikum, schön sind Sie hier an diesem Ort, das ist nicht so dumm. Auf euch da wartet ein Abend mit zweierlei. Hingegen wird ich bin hier allein. Zweierlei suggeriert, wir seien zwei, doch wenn ihr euch leicht überzeugen könnt, der Sturm hat nicht einschlägt, denn er tut fehl, weil er noch an sich fiesen Strähn. Weisst du was, du würdest dir mal deine Krawatte nachspannen, die ist ganz Chaps und lodelig, schau mal. Nimm dir ein Beispiel am Publikum und an meinen Hosenträger. Warum? Es ist beides total gespannt. Sternenriff fickt jetzt Stella. Eine Wucht von einer Frau. Wir trinken Mango Rivella. Das ist süß wie ein Sohn. Oh, die Stella ist Bella. Sie funkelt mich an. Doch wo ich ihr einen Chor muss geben, lässt sie mich einfach schauen. Drum gehe ich weiter auf Beizendur, weil ich nicht gern Moll, sondern lieber Dur. Ich gehe voran auf der Beizendur, habe nicht gern Moll, sondern lieber Dur und Menschen um mich um. Im Kreuz hocke ich zu Daffina, weil sie sieht traurig aus. Wir trinken zusammen Altina, sie lässt mir die Hosen aus. Unter dem Tisch hockt Fina, ein Dackel und schlägt mir Bein. Ich sage, hör auf, du Sauhund, und Daffina mit der Fina geht heim. Doch plötzlich steht in der drittvordersten Reihe ein Mann auf und kommt zum Rednerpult her. Er nimmt den Kreide und schreibt eine lange Formel an die Wandtafel, der Chauffeur der schluckt leer. Der Mann der bittet jetzt um die Lösung von dieser schweren Gleichung. Der Chauffeur schaut sie an und sagt, ja so, die Lösung kennt doch jeder Öli, die weiss sogar mein Fahrer, ich reiche, er wartet im Auto. Ja, es hat nebst dem Riedli Brechbühl natürlich noch ganz andere Kostgänger gegeben, Gottes Sonne. Zum Beispiel auch die Rosa Kruthaar. Und die Rosa Kruthaar, die hatte so einen Dörrex in ihrem Zimmer gehabt. Ihr wisst sicher, was das ist. Und ich kann euch sagen, die hat alles dort, wo ihr zwischen die Finger kommt. Man hat also nie genau gewusst, wenn man reingeht, nach was schmeckt es eigentlich heute bei der Frau Kruthaar im Zimmer. Manchmal, wenn es fein schmeckt, manchmal ganz übel. Und dann, wo sie das halbe Bullenplätzchen vom Mittag noch angefangen zu hören, und dann hat sich so einen bestialischen Gestank verbreitet. Schlimm gewesen, und einmal hat sie ihre verbisselten Sonntagskleider über einen Dörrex gelegt, zum Trocknen. Dann hat es einen Schwellbrand gegeben. Dann musste die Feuerwehr kommen, hat gehornet in der Straße, den Schlauch vom Wagen genommen. Ich bin Entschuldigung. Ja, item. Wir haben dann eine Zeitschaltuhr installiert bei diesem Dörrex. Und dann hat Frau Kruthaar gesagt, das ist ja das Allerdümmste, was ihr machen könnt. Also das nächste Dümmere wäre vielleicht eine Herz-Lungen-Maschine mit einer Zeitschaltuhr. Dann haben wir die installiert und sie hat munter weitergedauert. Ja, warum erzähle ich euch das? Frau Kruthaar hat mich inspiriert für mein nächstes Lied. Ich habe nämlich gedacht, es ist endlich Zeit, so ein Kräutli-Lied zu schreiben. Und der Gong hat sie mir natürlich gegeben mit ihrem Gedicht, das sie wieder rezitiert hat. Ich zitiere: Ein Mann geht in den Garten, schaut, er schiesst, er nimmt ein Bündel Nestle, leckt das Beiss. Hat er Kräutli besser kennt, hat er das Bündel nicht verdrückt. Ja, Bari hat genickt, das kennt ihr auch noch. Etwas Wunderbares für eine Grosskindslehrerin. So, sieht es jetzt besser aus? Ja, Krawatte schon. Die Zangen lassen wir Geld reden. Aber los, was machst du hier auf der Bühne? Jetzt haben wir zusammen so eine schöne, gute Stimmung hier. Hä? Jetzt redet er zwar wieder, aber kaum redet er, ist er schon wieder beleidigt. Ich
du uns beleidigt wegen dem? Sag nicht mehr. Nein, aber Höfer, komm jetzt. Der musst du nicht beleidigt sein. Ist jemand daheim? Hallo? Wisst ihr was? Schaut jetzt selber wieder mit dieser beleidigten Leberwurst schlagen könnt. Ich gehe jetzt ein bisschen ruhen. Ist er vor? Das ist wunderbar, dann können wir jetzt gerecht anfangen. Ich denke, ich singe euch als erstes von meinem ein bisschen eigenartigen Hobby. Und das ist nicht etwa das, dass ich da so ein Lied schreibe oder die Leute belästige. Wobei das mit dem Belästigen stimmt eben. Aber es hat ganz einen anderen Grund. Hört jetzt selber, das Lied heisst «Leute». So lang ich mich am Sinnen, also lang, spüre ich mir innen öppe dir der Drang. Die Freunde Leute als Leute, hast schon einmal gemacht, es würde mir nichts bedeuten, wär's nicht mit sich macht. Hey, das ist ein Spass, alle braven Leute, die können da schlafen, weil zu wecken mit dem Glück. Die nehmen das nicht grad easy, nein, die sollten mal in der Nacht dabei sein. Es ist phänomenal, da lernt man sie kennen. Maßstab 1 zu 1, die sonst gern kennen, machen plötzlich weiss. Das hat mich ruiniert, aber auch kuriert. Trauen seit dem Schwank, nie mehr an der Bank. Seit ich weiss, dass der, wo so Pack verkehrt, unter Klöderlock, keine Moral mehr hockt. Ja, CS könnte man vielleicht noch anfügen. PS. PS könnte man vielleicht noch anfügen, dass mit diesem Liedli zu diesem Thema eigentlich das Wesentliche gesagt ist. Aber wir bleiben noch beim Thema Wirtschaft. Und zwar bin ich einer der wenigen hier, der heute Abend so richtig krampfen muss. Also abgesehen vom Erdl, der auch noch etwas macht. Und natürlich abgesehen vom Team hier von der Alten Öri. Und vielleicht wäre das gerade der Moment, Ihnen hier mit einem warmen Applaus zu danken für all das, was Sie machen für Kleinkunst so unter einem Jahr. Ich glaube, das ist ein grosser Applaus wert. Ja, so einen Applaus hätte ich auch gerne mal. Würde ich hier spekulieren, was der Menschheit passieren kann. Ich sei's gleich wie der Herr Ritter, der Befund wäre in der Schitter. Doch ich will die Geschichte wenden und sie positiv ändern. Darum fahre ich noch einmal an mit dem Liedli von dem Mann. Der Herr Ritter, es ist bitter, ist wohl längst bei einem Gewitter. Weil's natürlich jetzt heute ausarten, ihnen Benz ein bisschen warnen. Der echte Stern durch einen besoffen gegen Bahnhof zu gelaufen, trappet durch Gleis grad hoch. Ein Güterzug ist gekommen, in der Zeitung haben sie geschrieben, es sei wenig übertrieben. Der Ritter fährt als Wasser voll von Lockig wie mehr Wasser. Immerhin, so haben sie berichtet, hat der Zug schon nichts vernichtet. Weil in Benz da hat der Mann Taschen oder Schirm gelassen. Ich bin hier mit in einem Konzert, ich erzähle mir das Telefon. Ja, ich weiss, aber es tönt sehr dringend. Wieso nimmst du überhaupt mein Telefon an? Es hat so energisch geläutet. Du musst jetzt echt schauen, Röfe. Wer ist denn dran? SPD. Was, ein BB?
Nicht das BB, das SBB. SBB? Was wollen die? Die wollen mit dir da dringend korrespondieren wegen dem, der da vorne lockig hat, die Melasse da. Wegen der Ritter, ja, du musst dringend gehen, die können nicht warten. Ja, aber du, ich bin jetzt mit drin im Konzert, ich erzähle davon. Und ich meine, ich warte auch auf den Bär, bis der Zug kommt. Mir ist das doch gleich, aber die wollen jetzt einfach reden. Das ist mir jetzt wirklich sehr, sehr peinlich. Also, ich muss selber schnell. Ja, wie würd's? Also, das ist wirklich, dass die nicht warten. Ja, Also, das ist so. wartet hier, bleibt hier. Ich komme gleich wieder. Ich muss einfach schnell schauen, was das mit dem SBB ist. Dann. BB, also ich komme nicht durch. Also, so ein Telefon gehen meistens länger im Löwen. Länger als 30 Minuten, darum machen wir jetzt genauso lange Pause. Bis später, merci vielmals. Der Röff ist noch am Zähneputzen. Wir fangen an. Ohne Wolf. Ja, mein erstes Lied nach der Pause möchte ich gerne so ein bisschen interaktiv gestalten. Das Lied hat ein bestimmtes Konzept. Und ihr seid herzlich eingeladen, immer am Schluss der Strophe mitzumachen. Ihr kommt ganz sicher drauf, wie das funktioniert. Wir machen ganz eine niederschwellige Probestrophe. Das Lied heisst «Kommst du raus?» Der Manuel, der ist in vielem nicht so schnell. Weil was macht, der Manuel, macht er statt automatisch Manuel. Kommst du raus? Die Monika nimmt Antihypertonika. Doch ruhig wird die Monika erst mit Tönen von der Harmonika. Gestern noch sind wir uns fremd, heute Morgen gehen wir Hand in Hand, zwei liebende, gedankenlos hockst mir auf den Schoss. Es taget Krangas ist erwacht, eine frische Liebe hat sie gebracht und die Vögel singen es von den Bäumen, von lieblichen Träumen. Oh, Krangas von Bern, oh, Krangas von Bern. Ob es regnet oder die Sonne lacht, am Mittag oder Mitternacht kannst alles haben und alles sehen an der Krangas in Bern. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ja? Hast du Zähneputz, bevor du auf die Bühne Was? Zähneputz, Röff? hast? Das Zahnbürstchen ruft. Wie das Zahnbürstchen ruft. Das Zahnbürstchen ruft gelacht, der hört doch. Also ich höre Ich es höre bis gar nicht. Ja, ich höre es bis hier vorne auf die Bühne. Das finde ich ja gar Ja, musst du vielleicht mal dein Hörgerät einschauen. Röff, das ist ein Headset, kein Hörgerät. Aber los, ich höre wirklich nichts. Ja, aber es ruft nach, der Räte. Du, das wäre ja unglaublich. Stell dir mal vor, ich habe mit meinem Lied, das ich jetzt gerade gesungen habe, mein Zahnbürstchen zum Leben erweckt. Das wäre der absolute Wahnsinn. Das würde die literarische Rang haben wie ein Autor vom Pinocchio oder vom Rössli Hü. Rössli? Ja. Hey, das wäre also... Du, da muss ich wirklich Du musst unbedingt hören. Du, sofort. Ja, gar nicht. Ja. Einfaches Gemüt, unser Räte. Aber Hauptsache er ist weg.
Dann kann ich eigentlich weiterfahren. Ich denke, ich fahre mit einem ganz speziellen Lied weiter. Mein nächstes Lied hat nämlich 4 Strophen. Ja, ich sehe, das ist nichts Spezielles. Probiere es nochmal. Mein nächstes Lied hat 4 Strophen an 12 Zeilen. Die erste sind schon beeindruckt, aber vielleicht für die Intellektuelleren unter euch noch einen dritten Versuch. Mein nächstes Lied hat 4 Strophen an 12 Zeilen. Und bei jeder von diesen 4 Strophen reimen sich die 12 Zeilen auf die gleiche Endsilbe. Wow. Ich sehe das, das ist das Publikum. Und zwar sind es die Endzeilen, also die Vokale A, O, E, I, aber vermutlich ist gar nicht das so speziell an diesem Lied, sondern viel mehr der Inhalt. Es heisst Pyjama. Ich habe ein Pyjama. Es ist nicht schön, aber ich habe mir dran. Weil wegen dem Pyjama bin ich ein fein berühmter Mann. Wenn ich im Pyjama öfter die spazieren gehe, der rufen die Leute Hurra. Da kommt der Pyjama, sie bleiben alle stehen, schauen mich mit grossen Augen an. Hey, es kommt die an, der Pyjama. Sonnendecke, kann uns in den Wahlen gelegen. Seit Partei, man muss es sagen, der Hauptdenker wäre Sägeberge. Wir sind untergegen, gegen alles, gegen dagegen. Und so fragen sie dagegen, ob vielleicht ja will sagen. Oder denken, denken, sie verlegen. Meinetwegen. Tick-Tock, die Tour, wo du die Leben gleich, ist schnell verjährt. Nicht weit ist die Zeit, wo sie das letzte Mal schlägt für dich. Tick-Tock fragt nicht, warum sie liegt es rum und stellt sich dumm. Sagt, weisst, ich weiss nur eins, das ist die Kuh, ist das Taco, ist das die Kuh, ist das die Tag, Tick-Tock, Tag für Tag. Und überhaupt nehme ich an, seid ihr so gegen Schluss des Programms langsam reif für etwas Leichteres. Und darum möchte ich doch vorschlagen, dass wir jetzt noch zum Thema Liebe übergehen. Ich weiss, der eine oder die andere unter euch wird jetzt wahrscheinlich denken, auch das ist ja immer nur ein einfaches Thema. Und ich gebe es ja zu, es hat durchaus auch seine tragischen Seiten. Es hat aber auch seine komischen und zuweilen sogar seine tragisch-komischen Seiten. Und ich werde euch so ein Beispiel singen. Das Lied handelt von meiner ganz persönlichen Tragikkomödie und heisst «Meine Frau». Meine Frau, die hat mich heute verlassen. Das ist so mässig schön ein anderer Mann. Hat sie einfach mit sich genommen. Mir ist schleierhaft wieso, aber ich bin so froh. Ist es so? Du hast im Fall recht gehabt. Ja, hat du ja immer recht. Du hast Mit was überhaupt? Du hast wirklich recht gehabt. Mein Zahnbürste, das schnurrt und schnurrt wie ein Buch. Ärger als du. Komm, erzähl kein Papi. Mal, ehrlich, Röfer, ehrlich. Es geht ganz aus dem Müsli raus. Du hast mich für dumm verkauft. Für was denn sonst? Du hast mein Tüchel. Was ist mein Tüchel? Ja. Au. Hey, Röfer, es stimmt wirklich. Ja, komm mit. Und weißt du was? Das schnurrt mit deinem Zahnbürste. Wirklich? Ja, was reden Sie denn? Also, das kann ich jetzt auch hier nicht erzählen. Es ist schliesslich die Zahnbürste. Was machst du
du eigentlich da? Das ist doch nicht geil. Ja, ich dachte, ich bleibe gerade, gell? Ja, für was? Für den Schluss. Was für ein Schluss? Das letzte Lied, ja. Ja, das machen wir zusammen, oder was? Röffen, so wie immer machen wir das zusammen. Also, dann weiss ich nichts. Jetzt verwundere ich mich gar nicht mehr. Es kommt ein neues Jahr. Du. Nein, aber Ja, Röffen. was machen wir denn? Jetzt Karibum. Ja, das Karibum. Ja. Also das, was geht. Das, was geil ist. Hommage an die Berner Troubadour. Fritz Wintermann im Après hat das geschrieben. Und weißt du was? Dass jetzt nicht mehr schief geht, fange ich an. Vorbei. Nur die Unschuldigen von der Fabrikanten von der Mann, die Wachen elegantische Macht für die Geschichte, die Liebe, steht die Finale für den Blue, jetzt gute Dorfplatz von der Gesichter von der Dame, von der Hand von der Königin von Kalibon. Grüße vorbei. Nur die Unschuldigen von der Fabrikanten von der Mann, die Wachen elegantische Macht für die Geschichte, die Liebe, steht die Finale für den Blue, jetzt gute Dorfplatz von der Gesichter von der Dame, von der Hand von der Königin von Kalibon. Grüße vorbei. Der Marti ist das gesehen. Geschichte von ihrer Liebe, Geschichte von ihrer Liebe, von der Buch, jetzt von der Tafelnase, von der Zither, von Königin von Kalibum. Wo die Kinder von der hinter Buch, der Tante, von der Leiter, von der Kante, von der Mann, die flachen, elegante Schüler machen, die Geschichte von ihrer Liebe, Geschichte von ihrer Liebe, von der Buch, jetzt von der Tafelnase, von der Zither, von der Dame, von der Haare, von der Königin von Kalibum. Wo die Kinder von der hinter Buch, der Tante, von der Leiter, von der Kante, von der Mann, die flachen, elegante Schüler machen, die Geschichte von ihrer Liebe, Geschichte von ihrer Liebe, von der Buch, jetzt von der Tafelnase, von der Zither, von der Dame, von der Haare, von der Königin von Kalibum. Ja, an dieser Stelle wäre das Lied schon vor einer Woche fertig gewesen. Es ist mir dummerweise noch eine 4. Zusatzstrafe. Probieren wir jetzt auch noch. Ja. Aber jetzt muss ich aufstehen. Und irgendwann wird es ein bisschen knapp mit der Luft. Und dann muss ich jetzt einfach wirklich schnell spielen. Du nicht zu fest schnaufen, Chef. Jetzt müssen wir mal aufs Maul schauen. Wir erinnern uns immer so viel an eine alte, ehrwürdige Bernina Nähmaschine. Schau jetzt, du gescheiter, dass du so schnell kannst spielen wie ich singen kann. Also, kannst nicht schneller. Geht doch nicht. Schau, ich finde, oder Dinge, die Dinge, die Kinder von Kindern, die Kontant von der Leben, die Kaffee, der Mann, die machen eine romantische Mann für die Geschichte, die Liebe, die Geschichte, die Liebe, der Ruhe, jetzt der Dachplatz, der Gesicht, der Dame, der Hand, der Königin von Kalibum. Grüße vorbei. Die Dinge, die Dinge, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kontant von der Leben, die Kante, der Mann, die machen eine romantische Mann für die Geschichte, die Liebe, die Geschichte, die Liebe, der Ruhe, jetzt der Dachplatz, der Gesicht, der Dame, der Königin von Kalibum. Grüße vorbei. Die Dinge, die Dinge, die Kinder, die Kinder, die Kinder, von der Mann, die Wachen, elegantische Mann, die Geschichte von der Liebe, Geschichte, die Liebe, der Ruhe, die Tanzplatz, der Gesicht, der Dame, von der Haare, der Königin von Kalibum. Grüße vorbei. Und wenn ich eins Foto mache von den Gringen, muss ich noch eins schnell oder nicht? Entschuldigung, das ist Und wenn ich ein Foto mache von den Gringen, oder Dinge, dann sind wir nicht von den Kindern, von den Ninden, von den Blinden, in der Onkel und Tante, von der Länder, von der Kante, von der Mann, und die Wachen, die ganz schön machen, von der Geschichte, von der Liebe, die Geschichte, von der Liebe, von der Ruhe, von der Dachmann, von der Gesicht, von der Dame, von der Haare, von der Königin von Kalibum. Der seid ihr gesperrt. Warum? Wir sind jetzt gerade vorbei.
Das mit deiner Frisur, weißt du, ich sage nur Spannungsbogen. Oh nein, du musst das nicht ernst nehmen. Meine nicht, aber hast du ja gehört von. Ja, nein. Weißt du, jetzt ziehen wir sozusagen noch den Hut. Ja, sicher nicht meine, gell? Nein, ich hoffe. Was sehen wir denn? Was sehen wir? Ja, du den Hut ziehst oder nicht? Bist du parat? Ja, es geht. Seid ihr parat? Gut. Sag doch eine Schädel, warum hast du den Gängesberry auf dem Schädel? Versteckst du unter dem der rosa Sonnenglättel? Du sagst, was ist der Grund? Ja, du kannst schon pfeifen. Geht es dir noch mehr, das vor allen Leuten zu fragen dürfen? Nein, wenn ich kein Bären hätte, würdest du sehen, wie meine Haarpracht zu Berg steht. Ich bin schockiert, wirklich. Jetzt tu doch nicht so schön, du. Ja. Nicht, ich hätte jetzt eher gedacht, du würdest reagieren im Sinne von Hut ab, dass du dich getraust, so etwas zu fragen. Hut ab, so wie kommt es noch genau. Ja, weisst du, von wegen nicht tragisch Ende, schau mal deine Lieder an. Der Rapper, der Totengräber, himmeltraurig. Und der Ritter, der vorher eine Locke gelebt in der Rasse. Und der Ding, der Werli, hast du noch gar nicht erst gesungen, der ist ja auch schlimm. Also, Aber weißt du, deine Lieder sind ja auch tragisch. Weißt du, also viele Enden tragisch. Also zum Beispiel das Grittli. Kaum pensioniert schon über den Boden. Und die zwei, die vom Leuten gefressen worden sind, nachdem sie vorher fast von rätischen Bahnen gefahren wurden. Das ist ja auch tragisch. Ja, also komm, wir singen weiter. Ja, wir sagen es offen, in unseren Liedern hat es viele Übel getroffen. Gar manchmal ist sogar direkt die Hammer getroffen. Es leckt und drum gehen wir jetzt, hey, 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 und essen aber drei. Aber drei essen. Du weißt genau, dass ich nicht gerne Haberbrei habe. Ich esse immer Heidi-Brei. Und Haberbrei. Von wo willst du die Heidi hernehmen in dieser Jahreszeit? Nein. Aus dem Tiefkühl fahren. Grüße in meinen Wohnung. Untergangsstelle. Nein, hör auf, ich will Haberbrei. Nein, du isst immer Heidi. Das ist nicht gleich. Kannst du jetzt wieder verstören? Ja, ich will Haberbrei. Jetzt haben wir so harmonisch gehabt, der Bühne, jetzt fährst du wieder an. Nein, das muss ich jetzt wirklich nicht haben. Jetzt kann ich wirklich zu meinem Zahnbürsten mal gehen. Wahrscheinlich hat das viel gescheites Gericht als du. Nein. Das ist was, ich komme auch aus.